Im Morgengottesdienst hat ein Mann eine God-Story erzählt, die war richtig ermutigend. Und zwar hat er engagiert sich in einer Arbeit in einem anderen Land, ein Projekt, das in einem Land Hilfe sicherstellt, das richtig dankbar für Hilfe von außen ist. Und jetzt haben sich dort einige schwierige Situationen ergeben und er hat dann erzählt, wie er vor 2 Wochen einfach einen Traum hatte, der richtig in diese Situation reingesprochen hat. Und er ist nicht der Typ Mann, der sonst viele Träume hat. Und er hat den Traum geschildert, der war sehr präzise und das war so ermutigend zu hören, wie er dann so diesen inneren Impuls hatte, in diese nicht nur einfache Situation hinein, dem Vorstand dieses Vereins diesen Traum zu erzählen. Und dieser Vorstand, der sonst nicht jetzt normalerweise betet, das wäre nicht die Spiritualität dieses Vereins, wie sie dann miteinander zum Schluss in diese Situation hineingebetet haben und einfach so konkrete Anleitungen hatten. Das war richtig ermutigend zu hören. Gott führt uns in unserem Alltag. Weswegen erzähle ich seine Story? Weil wir nämlich nächsten Sonntag im Rahmen der Predigtserie Wie Jesus lieben, unseren Sonntag der Barmherzigkeit durchführen, an dem wir jedes Jahr die Kollekte dieses Gottesdienstes für internationale Notsituationen einsetzen. Und jetzt in diesem Jahr haben wir den Fokus auf den Osten der Demokratischen Republik Kongo gelegt, wo seit fast 2 Monaten der heftigste Krieg seit einem Jahrzehnt tobt. Die humanitäre Lage spitzt sich dort richtig zu. Und da wir eine internationale Bewegung sind, haben wir das Privileg, dass wir vor Ort, an diesem Ort auch Geschwister haben, Vignettes, die sich dort einsetzen. Und wir können deswegen direkt über die Vignettes vor Ort und eine befreundete Organisation, Les Amis du Congo, Waisenkindern Nahrung, Medizin und Schutz geben, Frauen medizinisch und psychologisch betreuen, Hilfsgüter verteilen und Erkrankungen wie Cholera und Malaria behandeln. Und ich bin so dankbar, können wir durch unsere Verbindung einfach in diesem Ort, wo echt Dunkelheit herrscht, ein Stück Licht und Hoffnung bringen. Wenn du dich auch beteiligen möchtest, aber nächsten Sonntag verhindert bist, kannst du auch durch eine Online-Spende oder eine normale Spende dich beteiligen, einfach mit dem Vermerk Sonntag der Barmherzigkeit. Das ist das Erste. Das Zweite, die zweite Information: Am 13. Juni findet unser nächster Kennenlernabend statt. Vorletzte Woche haben wir ein Treffen durchgeführt mit einigen jungen Menschen, wo es um die Frage ging, wie können wir junge Menschen erreichen. Und etwas, was spannend war in diesen Feedbacks, war, dass 2, 3 Personen sich geäußert haben: Hey, ich wollte irgendwie mithelfen, aber ich weiß gar nicht, wo ich mich melden kann, oder ich habe es jemandem gesagt und ich habe gehört, da braucht es gar keine Hilfe. Und so dieser Weg, wie kann ich mich denn eigentlich beteiligen, war eines dieser Themen. Und ich habe dann bei diesem Gespräch gleich an unseren Kennenlernabend gedacht, weil wir an dem Kennenlernabend auf der einen Seite sicher unser Herz teilen, man erfährt, wer die Vignette ist, was uns wichtig ist, wie man Teil davon werden kann. Aber gleichzeitig hat es ein zweites Element. Und zwar in der Vignette Bern genießen es die Menschen manchmal, dass man einfach kommen kann und sich in die hinteren Reihen setzen kann, ohne gleich angesprochen zu werden. Nein, man kann etwas anonym da sein. Nur, irgendwann ändert das. Nach einigen Wochen oder Monaten, und dann bleibt dieses Gefühl, jetzt möchte ich eigentlich gesehen werden, ich möchte bedeutend sein. Wann kommt denn endlich jemand auf mich zu? Und für uns ist es schwierig zu wissen, wann findet dieser Wechsel statt. Auch in der Mitarbeit. Super, kann einfach kommen, aber hey, ich möchte auch mitwirken. Und deswegen haben wir beim Kennenlernabend, ist das Ende eigentlich, dass wir Kennenlerngespräche anbieten, wo wir nicht an diesem Abend selbst natürlich, sondern danach mit Menschen ins Gespräch kommen, die Personen kennenlernen, ihren Herzschlag spüren, was ihnen wichtig ist und sie dann auch mit den richtigen Menschen in Verbindung bringen können. Eigentlich genauso etwas, was eben in so einer Situation hilft. Jetzt, wenn du jemanden kennst, der genauso an einem Ort des Wechsels ist, sich irgendwie engagieren möchte oder eben jetzt
irgendwie in Beziehung kommen möchte, dann sprich ihn doch auf den Kennenlernabend an oder melde dich gleich mit dieser Person zum Kennenlernabend an. Soweit die Information. Und jetzt kommen wir zur Predigt. Seid ihr bereit? Ich bin's vollkommen, ich freue mich riesig. Ich habe vor 2 Wochen die Predigtserie Wie Jesus lieben begonnen. So in unserem Weg der Nachfolge haben wir uns Anfang des Jahres mit dem Vater auseinandergesetzt. Und wir haben uns die Bibel vor Augen geführt, wie wird uns Gott, der Vater, in der Schrift vorgestellt. Letzte Woche hat Matt richtig gut aufgezeigt, was es heißt, wie Jesus zu lieben, wie Jesus liebt. Einfach einen Aspekt von ganz vielen, die man da erwähnen könnte, hat er richtig gut beleuchtet. Wie Jesus uns auffordert, nicht zu urteilen. Und wie schnell wir wie in einen Kulturkampf hineingezogen werden. Matthias hat letzte Woche 2 Geschichten gezeigt, die wir miteinander gelesen haben. Auf der einen Seite von Zachäus und auf der anderen Seite von der Ehebrecherin, wo wir gesehen haben, wie schnell wir Menschen im Urteilen sind und wie Jesus so ganz anders mit diesen Situationen umgegangen ist. Und was ich spannend fand zu sehen, ist, dass in beiden diesen Geschichten das Verhalten von Jesus eine Reaktion bewirkt hat. Da wurden Menschen von innen heraus verändert. Denken wir beispielsweise an die Schriftgelehrten, die da die Ehebrecherin so bloßgestellt und angeklagt haben, wie sie einfach überführt von dannen gezogen sind. Oder die Frau selbst, wie sie Wert und Würde erhalten hat. Und ich stelle mir vor, dass sie einen Kopf größer geworden ist. Oder eben Zachäus, der sein eigenes Volk bestohlen hat und dann alles zurückgezogen hat. Da ist eine Veränderung von innen heraus geschehen. Das ist der Kern des Evangeliums. Diese verändernde Kraft von Jesus, die in uns wirksam wird und uns von innen heraus erneuert. Du hörst mich das immer wieder sagen, weil wir Menschen wünschen uns so oft Veränderung von außen, dass sich andere Menschen verändern, dass sich Lebenssituationen verändern, wenn das primäre Spielfeld Gottes, die primäre, wie sagt man bei einem Bild, nicht der Rahmen, die Leinwand, vielen herzlichen Dank, manchmal vermisse ich Worte. Wenn die primäre Leinwand, auf der er malt, mein eigenes Herz ist, die Veränderung kommt von innen heraus. Nun, ich will mich heute von einer anderen Seite an dieses Thema, wie Jesus lieben, annähern. Und zwar möchte ich heute auch anschauen, hey, wer ist Jesus und wie wird uns Jesus im Neuen Testament vorgestellt? Und wir beginnen damit, dass wir ganz kurz zu zweit und zu dritt darüber austauschen, hey, wie kommt mir Jesus im Neuen Testament entgegen? 2 Minuten ungefähr hast du jetzt Zeit, dich auszutauschen, um auf ihn zu schauen und uns ganz aktiv darauf auszurichten. Wie Christian gesagt hat, war ich vor 2 Wochen in der Zahnpflege. Ich habe vor 2 Jahren so über Dein Deal ein ganz günstiges Angebot gekauft, da Zahnpflege für ich weiß nicht mehr wie viel. Und seither gehe ich aber alle 6 Monate zu diesem Dentalhygieniker in die Zahnpflege. Und jedes Mal ergeben sich super Gespräche und das sieht nach der Zahnpflege, das ist ja der Witz. Er plant sich inzwischen mehr Zeit ein, dass wir danach noch zusammen sprechen können. Eigentlich hat er eine halbe Stunde für mich, aber er plant sich immer noch eine halbe Stunde mehr, damit wir danach zusammen sprechen können. Ob ich das zahle oder nicht, weiß ich nicht genau. Ist mir auch egal. Dieses Mal kam er auf mich zu und sagte, Marius, eine Frage, etwas, was mich beschäftigt. Es heißt ja, dass Jesus Gottes Sohn sei. Und dann stirbt er am Kreuz, aber Gott kann doch nicht sterben, das geht doch nicht. Erklär mir das. Und dann hatten wir ein super Gespräch, ich konnte für ihn beten, auch für eine persönliche Situation. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe. Aber als ich mich auf die Predigt heute vorbereitet habe, ist mir das wieder nach vorne gekommen. Hey, Jesus ist ganz Mensch und er ist gleichzeitig ganz Gott.
sind zwei Bezeichnungen, die wir im Neuen Testament finden. Jesus, Gottes Sohn, und Jesus, der Menschensohn. Zwei Bezeichnungen neben verschiedenen Bildern, die die Bibel braucht, aber ich möchte heute auf diese beiden eingehen. Was bedeutet es, dass Jesus Gottes Sohn ist? Und was heißt es, dass er sich selbst meist als Menschensohn bezeichnet hat? Und welche Auswirkungen hat das auf uns als seine Nachfolger? Und wir werden sehen, wenn wir hören Gottes Sohn, Menschensohn, denken wir an das Wesen, war ganz Gott, war ganz Mensch gleichzeitig. Das ist die eine Seite. Aber wenn wir in den Text die Texte in die Bibel einsteigen, werden wir sehen, dass die Menschen in der damaligen Zeit noch andere Gedanken hatten, die ihnen da hochgekommen sind. Ich beginne bei Jesus als Sohn Gottes. Gerade im Markus-Evangelium spielt das eine zentrale Rolle im Sinne von, dass es dort nicht in dem Sinne beginnt mit einer Auflistung von Geschlechtsregistern, sondern Markus beginnt gleich mit der Taufe von Jesus, wo sich der Himmel öffnet und eine Stimme aus dem Himmel über Jesus sagt, seht ihr es? Sensationell. Nein, das ist die nächste Stelle. Ich habe die, glaube ich, gar nicht Entschuldigung, die hatte ich nicht auf der Folie. Da öffnete sich der Himmel und eine Stimme sagte, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist spannend, weißt du, hast du auch schon Krimis geschaut? Ich liebe Krimis. Und bei Krimis ist es meistens so, dass nie so ganz klar ist, wer ist jetzt der Täter? Und dann wird man irgendwie auf falsche Fährten gelockt, um die Spannung aufzubauen. Markus ist ganz anders. Von Anfang an macht er klar, Jesus ist der Sohn Gottes. Und dann erzählt er die Ereignisse, die das bestätigen und aufdecken. Und am Ende, als Jesus am Kreuz stirbt, steht da ein römischer Hauptmann und erkennt, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Nun, was meint das Neue Testament, wenn es Jesus als Gottes Sohn bezeichnet? Um das zu verstehen, schauen wir, wie die Menschen in der damaligen Zeit das verstanden haben. Denn in der damaligen Zeit war es durchaus üblich, dass Menschen sich als Sohn Gottes bezeichnet haben. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass beispielsweise die ägyptischen Pharaonen als Söhne von Göttern bezeichnet wurden. Moses heißt Sohn, so war beispielsweise Ramses, war der Sohn von Ra, dem Sonnengott. Oder Thutmosis war der Sohn von Thoth, dem Mondgott. Und genauso wissen wir auch von den römischen Kaisern, dass sie sich diesen Titel Sohn Gottes verliehen haben. Julius Caesar wurde Sohn Gottes genannt, Augustus genauso. Etwas anders war es im griechischen Raum. Da war diese Bezeichnung nicht auf Herrscher beschränkt. Wer glaubte, eine besondere Kraft zu besitzen oder eine besondere Berufung hatte, gab entweder sich selbst diesen Titel oder wurde von anderen so bezeichnet. Beispielsweise Apollonius von Tyana, von dem man sagte, dass Wunder um ihn geschehen seien, er wurde als Sohn Gottes bezeichnet. Und so konnte man damals durchaus an verschiedenen Orten Menschen antreffen, die sich aufgrund ihrer Berufung oder von Wunderkräften Söhne Gottes nannten. Nun, wir wissen, dass das Leben von Jesus von solchen Zeichen und Wundern geprägt war. Aber das war nicht der Hintergrund, weswegen die Autoren des Neuen Testaments Jesus als Sohn Gottes bezeichnet haben. Er wäre sonst einfach ein Sohn Gottes neben vielen anderen gewesen. Das war nicht der Hintergrund. Aber es gibt einen zweiten Schlüssel, der uns hilft. Neben dem Wesen Jesus als eben Sohn des Vaters in seinem Wesen her. Und diesen Schlüssel kriegen wir, wenn wir uns anschauen, wie die Bezeichnung Sohn Gottes im Alten Testament verwendet wurde. Denn auch da erscheint diese Bezeichnung. So hat beispielsweise, als Gott Mose zum Pharao geschickt hat, um für sein Volk einzustehen, damit der Pharao seinen Sohn in die Wüste ziehen lässt, damit sie ihn anbeten können, hat Gott
das Volk Israel als meinen Sohn bezeichnet. Ihr seht das im 2. Mose 4, Vers 22 und 23. Und nicht nur an dieser Stelle, auch bei den Propheten finden wir immer wieder die Aussage, dass das Volk Israel als mein Sohn bezeichnet wird. Aber auch Könige, Engel oder Personen, die einen besonderen Auftrag erhalten haben, wurden im Alten Testament als Sohn Gottes bezeichnet. Beispielsweise als Gott David zugesagt hat, dass immer einer seiner Nachfahren auf dem Thron sitzen werde. Da sagte Gott im 2. Samuel 7,14 zu David, hey, es wird immer einer deiner Söhne auf deinen Thron folgen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Nun, wenn im Alten Testament das Volk Israel oder eben eine Person als Sohn Gottes bezeichnet wurde, hat es bedeutet, dass Gott diese Menschengruppe oder diese Person als Werkzeug auserwählt hat, um seinen Plan, seine Heilsgeschichte voranzutreiben, um seinen Plan sichtbar zu machen. Das war der Hintergrund aus dem Alten Testament. Und so hat Gott immer wieder eine Person erwählt, die dann diesen Platz nicht ganz gefüllt hat, nicht gehorsam war, das Herz des Vaters nicht sichtbar gemacht hat. Und so ist eigentlich die Geschichte des Alten Testaments, weist uns darauf hin, dass wir das nicht können und dass dieser eine Sohn kommen muss. Keiner dieser Erwählten schafft es, Gott treu zu sein und seinen Willen zu tun. Und so läuft die Geschichte mit Jesus auf ihren Höhepunkt zu. Ist er der Sohn Gottes, der wirklich den Willen des Vaters tun wird? Und wir sehen in den Evangelien, dass Jesus dies so verstanden hat, wie er immer wieder betont, wie er den Willen des Vaters tun muss und tun will. Das ist der Hintergrund aus dem Alten Testament, dieser Bezeichnung des Sohnes Gottes. Und wenn wir die Stelle der Taufe lesen im Markus-Evangelium, sehen wir, dass diese Beauftragung, die hier geschieht, dieses Sichtbarmachens, dass er dieser Auserwählte ist, von ganz viel Nähe und Verbundenheit geprägt ist. In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und wir sehen hier, dass Jesus nicht an dieser Stelle eine neue Identität erhält, jetzt erst zum Sohn Gottes wird, sondern hier wird er sozusagen beauftragt, hier wird enthüllt, wer er ist. Und diese Schilderung spricht von unglaublich viel Nähe, von Beziehung, von Jesus, der eben das Herz des Vaters kennt und deswegen diesen Auftrag wahrnimmt und als Werkzeug Gottes den Heilsplan vorantreibt. Das ist eine der Bedeutungen, die hinter dieser Bezeichnung von Jesus als Sohn Gottes steht. Nun löst das bei mir eine Frage aus. Wenn wir als Kinder Gottes bezeichnet werden, was heißt das? Was heißt das für dich? Es heißt, Antonia, ich habe dich erwählt, als mein Werkzeug, meinen Heilsplan voranzutreiben in der heutigen Zeit. Verena, mein Auge ist auf dich gefallen, du bist erwählt. Ich will es mit dir machen, Wilf. Mein Werkzeug in der heutigen Zeit. Mein Kind, ich habe dich erwählt, meinen Plan sichtbar zu machen. Und so wie Jesus das nicht einfach macht, weil er muss, sondern aus dieser innigen Verbindung heraus sind auch wir eingeladen, seinen Plan heute im Hier und Jetzt sichtbar zu machen.
Und mich begeistert das immer wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass ich wieder dazu komme, wenn ich mich mit dem Sohn Gottes, mit dieser Bezeichnung auseinandersetze. Und wir tun das, indem wir uns beispielsweise in anderen Ländern einsetzen und dann Fragen aufkommen, die uns überfordern, Probleme, die wir nie hätten, wenn wir uns nicht einsetzen würden. Wir tun es, indem wir unser Leben für Menschen öffnen, im Wissen, dass Einsamkeit heute eine der größten Nöte unserer Zeit ist. Und einfach da sind. Werkzeug sein ist manchmal ganz unspektakulär. Indem wir uns brauchen lassen, Pia, wir werden am Ende noch miteinander beten, weil unsere Geschwister in Neu-Delhi gerade in echter Not sind und uns diese Not berührt. Und wir uns von der Not von Menschen, die wir manchmal gar nicht persönlich kennen, berühren lassen. Wir tun das, indem wir, ja, da kommen wir später drauf, ich lasse das hier mal so stehen. Sohn Gottes, Werkzeug, um seine Absichten, seinen Plan im Heute sichtbar zu machen. Nun, was aber bedeutet es, wenn Jesus im Neuen Testament als Menschensohn bezeichnet wird? Spannend ist ja, dass wenn wir schauen, Christus, also der Messias, eigentlich in Christus ist die griechische Form davon, das schauen wir schon beinahe als Nachnamen von Jesus an. Ne? Hallo, ich bin Marius Bühlmann, wer bist du? Ah, ich bin Jesus Christus. Ne? Christus heißt der Gesalbte, eben auch dieser Mensch, auf den das ganze Volk Israel gewartet hat. Jesus hat sich selbst nie als Christus bezeichnet. Das heißt nicht, er ist es nicht. Er hat sich einfach selbst nicht so bezeichnet. Auch als Sohn Gottes hat er sich sehr selten bezeichnet, aber sehr oft, eigentlich fast immer, hat er sich selbst Menschensohn genannt. Und er gibt sich da auf der einen Seite, identifiziert er sich mit dem Menschen. Mensch heißt Adam, der Sohn von Adam, der Menschensohn. Das ist die eine Seite. Und gleichzeitig öffnet sich uns ein Verständnis, auch hier, wenn wir ins Alte Testament blicken. Woher kommt dieser Begriff da? Wir finden ihn im Buch Daniel. Daniel war ein israelitischer Kriegsgefangener, der nach Babylonien verschleppt wurde. Und er arbeitete dort in Babylon für den selbstüberschätzenden, überheblichen, gewalttätigen König Nebukadnezar, der die halbe Welt erobert hat, der Jerusalem zerstört hat und ganz viele andere Orte auch. Und als Daniel da in Babylon gearbeitet hat, hatte er eine Vision. Und in dieser Vision, du kannst sie in Daniel 7 lesen, erscheinen ihm 4 furchtbare Biester, Wesen. Das eine schlimmer als das andere, das 4. ist das Schlimmste gewesen, das Tod und Zerstörung mit sich gebracht hat. Und wir lesen dann, dass diese 4 Wesen für Könige stehen, die in der Zukunft kommen werden und dann auch gekommen sind. Es war ein prophetischer Traum. Nun, wenn wir uns diese Wesen anschauen, sprechen sie auf der einen Seite in diese Geschichte hinein, in die Weltgeschichte hinein, aber auf der anderen Seite öffnen sie ein biblisches Thema. Sie stehen nämlich für uns Menschen, diese bemerkenswerten Geschöpfe, die so viel Gutes tun können, aber gleichzeitig auch immer wieder furchtbar Böses vollbringen können. Und leider entscheiden wir Menschen uns immer wieder, diesen Kräften nachzugeben, die uns dazu führen, dass wir unser eigenes suchen, uns um uns selbst drehen, unseren eigenen Vorteil suchen und die Tod und Zerstörung bringen. Mal für mal endet die Geschichte im Desaster deswegen. Aber schon früh hat Gott verheißen, dass dieser Mensch kommen wird, der diesen Kräften nicht nachgeben wird. Die Bibel spricht hier von Sünde. Sünde nicht nur als Taten, sondern eben von dieser Kraft, die um unsere Aufmerksamkeit, die mich einnehmen will. Und er hat verheißen, dass dieser Mensch, ein wahrer Mensch kommen wird, der eben nicht sein eigenes suchen wird. Die ganze Geschichte des Alten Testaments ist das Warten auf diesen wahren Menschen, der kommen wird.
Und so geht die Vision von Daniel hier weiter. Nach der Erscheinung dieser 4 Wesen sieht er den Thronraum Gottes, in dem das Gericht tagt. Und Gott diese 4 Wesen verurteilt. Und dann kommt der Menschensohn. Wir lesen ab Vers 13. Dann sah ich in meinen nächtlichen Visionen jemanden, der kam mit den Wolken des Himmels und sah aus wie eines Menschensohn. Er gelangte zu dem alten Mann und wurde vor ihn geführt. Und ihm wurden Herrschermacht, Ehre und das Königreich verliehen. Alle Völker, Nationen und Sprachen gaben ihm die Ehre und dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die niemals vergehen wird. Sein Reich wird niemals zerstört werden. Nun, diese Vision hat 12 Verse zuvor schon begonnen, hat eben diese Schilderung dieser Wesen, dieser Tiere dort beinhaltet. Und in dieser Vision ist dieser Kontrast zwischen den 4 Wesen, die Tod bringen, und diesem Menschensohn, der ganz anders ist, steht im Mittelpunkt. Die 4 Wesen, eben die 4 Könige der Menschheitsgeschichte, die sich von dieser Kraft der Sünde haben leiten lassen, die ihr eigenes gesucht haben. Auf der anderen Seite eben der Mensch, der sich nicht von dieser zerstörerischen Kraft bestimmen lässt, der nicht sein eigenes sucht. Er setzt sich auf den Thron, um die Welt zu regieren, ohne auf seinen eigenen Vorteil bedacht zu sein. Und das ist der Titel, den Jesus hier gewählt hat. Und er sagt damit, hey, ich bin dieser neue Mensch, diese neue Schöpfung, der nicht von dieser Kraft der Sünde, die Tod und Zerstörung bringt, eingenommen ist. Ich werde die Kraft des Bösen herausfordern und konfrontieren. Und wir sehen, wie er gleich nach der Taufe auch selbst versucht wird und dort nicht auf die Versuchung hineinfällt, die Macht nach den Bedingungen der Bestie, des Feindes zu ergreifen. Anders als alle anderen Menschen vor ihm widersteht er diesem Drang. Und danach lesen wir, wie er umhergeht, um die Kraft des Bösen aus dem Leben der Menschen zu entfernen und zu verbannen. Und er lehrt seine Nachfolger, wie sie dieser Kraft widerstehen können, wie sie über diese Kräfte herrschen können. Und wie macht er das? Indem er sich selbst hingibt. Jesus herrscht über sie, indem er sein Leben gibt. Und so sehen wir im Johannesevangelium, wie nicht Pilates, sondern Pilatus, ne? Da muss ich immer aufpassen, wie Pilatus keine Sünde an Jesus sieht, ihn aber dennoch verurteilt, weil die Menschen um ihn herum das fordern, und er sagt, hey, dieser Mann ist ohne Sünde, und er lässt ihn dann ziehen und sagt, schaut, dieser Mann, dieser Mensch, hier ist er, der Mensch. Und Jesus, indem er sich selbst hingibt, leidet und stirbt, überwindet er die Kraft des Bösen. Und so ruft er eine neue Menschheit ins Leben. Menschen, die diese Kraft des Bösen auf die gleiche paradoxe Art und Weise überwinden, indem sie nicht zuerst für sich selbst schauen und sich hingeben, sich verschenken. Sie herrschen, indem sie dienen, indem sie Teil dieser neuen Schöpfung werden, dieses neuen Menschen. Das steckt dahinter, wenn Jesus sich selbst als der Menschensohn bezeichnet. Es bedeutet nicht nur, dass Jesus ganz Mensch ist wie wir, sondern es bedeutet, dass er diese neue Schöpfung begonnen hat, diese neue Art des Menschseins und uns einlädt, auch in dieser Realität der kommenden Welt verankert zu sein. Auch hier hat das Auswirkungen auf uns. Wir sind nämlich dazu berufen, nicht den Kräften des Egoismus nachzugeben, nicht einfach für uns selbst zu leben, nicht um uns selbst herum gedreht und gekrümmt zu sein, sondern wahre Menschen, die in dieser Partnerschaft mit Gott leben,
Wahre Menschen, die sich selbst hingeben, die sagen, nicht mehr ich lebe, sondern du, Christus, lebst in mir. Und was kann das für uns heute heißen? Das bedeutet, dass es eben darauf ankommt, wie wir unser Leben leben. Lasst uns nicht für uns selbst leben. Es zeigt sich dort, wo wir schlechte Gewohnheiten nicht einfach rechtfertigen und kleinreden, sondern sagen, hey, ich will in dieser kommenden Welt verankert sein. Es zeigt sich, wo wir Konflikte nicht stehen lassen, sondern Dinge ansprechen, wo wir Menschen vergeben, wo wir auch mal Dinge gerade stehen lassen, wie soll man sagen, nicht einfach dort immer im Recht sein wollen. Es zeigt sich dort beispielsweise, wo wir unser Leben eben für andere Menschen öffnen. Es zeigt sich in der Art, wie wir mit Finanzen umgehen, dass wir es eben nicht nur für uns selbst verwenden, sondern uns brauchen lassen, wenn wir sehen, dass andere Menschen in Not sind und so weiter und so fort. Es zeigt sich überall dort, wo wir durch unser Verhalten, unser Denken und unserem Sein aus dieser kommenden Welt heraus leben und in dieser kommenden Welt verwurzelt sind. Wie du und ich leben, spielt eine große Rolle. Und wenn wir uns das vor Augen führen, würde ich sagen, hey, Jesus als Gottes Sohn zeigt uns das Warum. Er hat uns eingeladen, seine neue Geschichte zu schreiben als Werkzeuge. Und dieser Menschensohn zeigt uns das Wie. Es geschieht, indem wir uns von innen heraus verändern lassen, erneuert werden, um in dieser neuen Art des Menschseins zu leben, wo wir nicht von den Kräften dieser Welt bestimmt werden. Und ich möchte die Predigt hier schließen. Zuerst mit einem kurzen Moment der Stille, wo du diese beiden Einladungen annimmst, einfach dir durch den Kopf gehen lassen kannst. Was heißt es, dass er dich als Werkzeug auserwählt hat, um seinen Plan voranzutreiben? Und zweitens, dieses neue Menschsein, wo spricht er da zu dir? Und anschließend werden wir uns einen Moment Zeit nehmen, wo wir ganz gezielt miteinander für 4 Situationen im Weltgeschehen beten, um da seinen Heilsplan im Gebet in dem Sinne aufzunehmen. Aber wir beginnen mit der Stille. Ich möchte dich einladen, mit mir zu beten und dazu aufzustehen. Auf der einen Seite eben für die Gemeinde in Neu-Delhi, mit der wir verbunden sind, von denen 18 Personen schon verschleppt wurden. Ist das richtig? Ja. Und einfach in großer Angst sind dort, also von der indischen Regierung verschleppt und auf dem Meer ausgesetzt, in der Nähe von Myanmar, wo sie eben geflohen sind. Und die anderen suchen nun einen sicheren Ort. Und wir sind da am Prüfen, ob es einen sicheren Ort gibt. Wir sind da mit jemandem im Gespräch. Lasst uns einfach für diese Christen in Myanmar beten, die einfach unter dieser großen Angst sind. Für Schutz, für Trost und für eine Lösung. Zweitens beten wir für diese Kriegssituation im Ostkongo, wo ein Kampf um Macht und um natürliche Ressourcen, Rohstoffe tobt, auch weil dort mehrere Länder mit involviert sind und das Ganze dauert eben schon längere Zeit, ist jetzt besonders heftig gewesen und auch da beten wir um Schutz, um Versorgung, um einfach göttliches Eingreifen in einen Krieg, der kein Ende findet. Und drittens beten wir gleichzeitig auch für die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten, wo es auch keinen Ausweg zu geben scheint und wir einfach überfordert sind. Und wir möchten einfach im Gebet für diese Orte beten, sowohl für Israel und das unter dem Terror der Hamas leidet, immer wieder Bombenhageln, Raketenangriffen ausgesetzt ist, aber auch die Not der Menschen im Gazastreifen, den Hunger dort, genauso in der Ukraine. Wir beten dort einfach für Gottes Eingreifen in einer Situation, die menschlich gesehen unlösbar zu sein scheint. Und wir beten nicht leise in Gedanken, sondern mit Worten. Und Jesus, wir sagen Ja zu dieser Berufung, diese
diese Erwählung, dass wir heute deinen Plan oft im Kleinen und Verborgenen sichtbar machen dürfen. Und Jesus, dort, wo wir das tun, kommen wir immer wieder in Situationen, die uns überfordern. Situationen, wo wir keine Antworten, keine Lösungen haben, wo wir nicht wissen, wie wir uns verhalten sollen. Und ich danke dir, dass du mit uns bist, uns deinen Geist gegeben hast. Und wir bitten dich, dass du uns den Mut gibst, gerade Situationen, die überfordernd sind, anzupacken. Nicht auszuweichen vor Situationen, die uns selbst überfordern. Und ich danke dir, können wir uns in diesen Situationen an dich wenden. Ist Gebet eine Möglichkeit, wie wir mit an deinem Plan, an deinen Absichten, deinem Heilsplan uns beteiligen. Dass sie uns berühren lassen von Menschen, von Situationen, von Unrecht, aber auch von deinem Herz, den Dingen, die dir wichtig sind. Und Jesus, das wollen wir, berührbar sein. Wie Jesus zu lieben, heißt, dass wir uns von innen heraus erneuern lassen und berührbar sind für die Dinge, die dir wichtig sind. Und uns von der Not von Menschen genauso berühren lassen, Herr. Und Jesus, dann brauchen wir diese Hilfe auf dem Weg. Dort, wo wir verletzlich und berührbar sind, die Hilfe auf dem Weg. Was es heißt, mit diesen Situationen umzugehen, reinzustehen. Deine Absichten in diesen Situationen sichtbar zu machen, Herr. Danke dir für deine Hilfe und deine Nähe. Amen. 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 Die will, was mit uns geschehen. Amen.